Ich bin mir noch nicht ganz sicher, jetzt sind wir schon bei 16 Minuten Aufnahmezeit. Mein Limit ist eigentlich 30 Minuten. Aber wahrscheinlich werde ich es so machen, dass die erste Folge eine Stunde wird gehen. Aber nur die erste Folge, weil jetzt haben wir so viel Vorspann gehabt, Zeug und Geschichten, und die lassen die Vorspann grundsätzlich drin. Darum nehmen wir wahrscheinlich das raus und machen die erste Folge eine Stunde. Und die restlichen Folgen machen wir 30 Minuten. Ich habe mir schon mal überlegt, und im Geekstübli haben wir das lange diskutiert, ob wir wollen, dann nehmen wir ein Brötchen mit. Gut. Das nehmen wir selbstverständlich. X ist das Brötchen nehmen. So, komm. Das ist ein bisschen... ich kann herhocken. Das geht natürlich nicht viel gäbiger. Nein, mal. Ja, okay. Gut, das geht nicht, wenn ich sitze. Und sonst ist mir der Bank im Weg. Das habe ich gestern ein bisschen festgestellt. Das ist ein bisschen ein Kniffel. Dass man da wirklich den Apfel verwutscht, den man will. Nicht setzen. Ich möchte gerne... Komm. Das ist ein bisschen kniepiges Zeug. Oh, pass auf! Oh, Gott allmächtiger! Was? Was? Also jetzt... Nein. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, mir geht's gut da, danke. Ich habe noch Könnte ich Hunger. etwas zu essen haben? Ich habe etwas... Wir überspringen es, das haben wir schon gehört. Scheiße. Okay, ist jetzt wirklich ein bisschen Kniffel. Ich bin ziemlich hungrig. Gestern ist sie nämlich da nicht hergehockt. Da ist sie weggelaufen. Das muss man auch wissen. Es hat so viele NPCs in diesem Spiel. Und jeder... Oh, Käse. Ich liebe Käse. Und jeder NPC hat seinen eigenen Tagesablauf. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Der steht nicht die ganze Zeit am gleichen Ort. Sondern wir essen direkt aus dem Topf. Sondern die bewegen sich. Die bewegen sich tatsächlich und laufen im Zeug rum und gehen ihren Beschäftigungen nachher und haben ganz eigene Tagesabläufe. Und das ist so beeindruckend. Grafisch überzeugt es mich sehr, mit wenigen Abstrichen. Also wenn man jetzt den Detailheitsgrad anschaut, sehr hoch. Also wie die böhmischen Häuser hier aussehen, Wahnsinn. Wir gehen jetzt gleich raus. Ihr habt es in der Anfangssequenz schon gesehen, es sieht aus, wie es muss. Allerdings, was man darf sagen, ich weiß nicht, wie es auf der PlayStation Pro wird aussehen, aber ich gehe davon aus, dass es nicht 100-mal besser aussieht. Weil die mich kennen, wissen, ich bin keine Grafik-Hure und mir ist das eigentlich relativ egal. Hauptsache das Spiel funktioniert gut und es macht mir Spass. Vom Gameplay her. Da hat es noch mehr Äpfel, da haben wir sonst nichts. Und die Details, die sind super. Also so haben die Häuschen ja ausgesehen. Öffnen. Apfel. Jetzt haben wir die da zurück. Oder haben wir jetzt die genommen? Jetzt weiß ich nicht. Ja, die haben wir jetzt genommen. Hure gut. Ihr seht, das ist das Menü. Da gehen wir dann auch noch weiter drauf ein. Ich werde ein bisschen, weil die Stunde nehmen wir Zeit, damit wir möglichst in einem aller. Oder ist echt das Schlechte? Ich muss da jetzt nicht Freude nicht in alle nehmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Also es kann natürlich sein, dass die Handlungen... Oh, Zwiebeln. Die können wir sicher irgendwo verschütten. Und die Karotten da, die nicht. Ja, mal öffnen. 10 Stück weg. Die ganzen Vorräte noch klauen. Okay. Kohl. Cool. Genau, ich tue jetzt die Stunde hier investieren, damit wir das Spiel kennenlernen, weil es gibt sehr viel, wo man muss entdecken und machen und tun. Jetzt gehen wir raus. Schaut euch das mal an. Ich muss dann, glaube ich, zum Vater. Das ist gäbig, da ist immer überall etwas zu essen rumstehen. Und als ich hier raus bin und das erste Mal das gestern gemacht habe, zum Testen wegen der Einstellungen für die Aufnahme, habe ich gesagt, das sieht genau gleich aus wie bei uns daheim. Haar genau gleich. Es könnte genauso gut ein Tal im Frutigland sein. Oder gut, Frutigland hat es nicht so viel Wald, aber das Emmental, also ich meine, jetzt schaut euch mal. Schaut euch das mal an. Da wo die Swiss Angry Noobs herkommen und noch andere, die wir schon kennengelernt haben. Einfach wie im Emmental. So genial. Und dann habe ich noch schnell etwas zum... Excuse.
Horti müssen husten. Schau, da Schluck Wasser. Die Huster, die schneiden ich dann raus. Das müsst ihr nicht unbedingt haben. Ich bin noch am Nachwehen haben von meiner Erkältung. Ich konnte eine Zeit lang nicht schnurren. Ja, ihr seht, was ich meine. Also, bombastisch, wenn ihr mich fragt. Das Ding ist, es ist alles 2D-Textur. Es ist alles 2D-Textur. Wieder ein Huster gewesen. Aber die meine Let's Plays schauen, die kennen das, ich huste die etwa mal noch. Ich bin leider wieder Raucher. Versuche nicht wieder loszuwerden. Seht ihr, wenn man nachher geht, okay, ist nicht mehr so das Wahre. Aber das ist furz egal. Schaut euch mal an, wie viele Bäume als hier vorgerendert sind. Wie viel Zeug es hier rumsteht. Wie detailgenau die Sache ist. Jeder einzelne Laden, es ist einfach haargenau so, wie es dann in dieser Zeit war. Absolut der Burner. Ich finde es absolut der Burner. Okay, genug geschnurrt über Grafik. Die ist hier nur zweitrangig. Wer ein Grafikspiel will, muss nicht das da spielen. Jetzt mit meinem Vater reden. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? So, jetzt wieder gehustet, excuse. Schnell heute lesen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Eigentlich könnt ihr das auf Schweizerdeutsch machen, ich probiere es. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch der Ruf, den du bei deinen Gesprächspartnern genießt, eine Rolle. Also man muss Ruf haben, für das man überzeugend wirken kann. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam gewesen. Die Qualität von deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enorm Einfluss darauf, wie die Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten sich die Leute davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt von deiner Waffenausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte, wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen. Du musst jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechen funktioniert genauso wie Handeln. Sie handeln und fälschen, okay. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fähigkeiten vom Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoption. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Und das ist genau das. Es ist sehr, 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 sehr cool. Ich finde das absolut genial. Ein richtiges, klassisches Steinpickelherz-Rollenspiel. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Ein zäher Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adeligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrich seine Fähigkeiten mit denen von seinem Gegenüber verglichen können werden. Die Werte von den verschiedenen Fähigkeiten findest du unter den entsprechenden Symbolen. Du kannst stets deine eigenen Fähigkeiten anschauen. Die Fähigkeit von deinem Gegenüber ist nur für dich sichtbar, wenn du jemanden gut kennst oder die Menschen gut einschätzen kannst. Spezialisierung und Empathie. Das Geld, der Betrag, den du zahlen musst, gesamte Redenkunst, okay, komme ich etwa draus. Es geht nicht nur um Wert, der Ausgang von einer Situation wird auch von einem anderen Faktor beeinflusst, wie zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest, ob du dreckig bist, etc. Blablabla. Das haben wir schon gesehen. Okay, da tun wir nicht weiter. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weglocken kannst. Okay, das ist, also wirklich, das hat alles, was ihr macht und wie es ist, hat einen Einfluss. Das ist einfach genial. So. Das ist sicher jetzt gerade die schlechteste Option, weil das scheitert ganz sicher. Ich glaube, ich nehme natürlich das, was ich am meisten davon brauchen kann, weil ich weiß noch nicht, was der Vater hat. Also, das ist die grösste Stärke im Moment. Verzeih, Vater.
Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Das machen wir. Dieser Suffkopf. Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Ich glaube, das Nicht läuft. ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Okay. Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Oh, okay, puh. Gut. Ich habe das gestern tatsächlich nur mal ganz kurz. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit der Redekunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen und wenn du Dinge lieber direkt angehst, kannst auch keine Gewalt eine Lösung sein. Okay, jetzt müssen wir rein in das Menü. Da können wir schon 1000 Sachen lesen, die eigentlich sehr wichtig sind, dass man das weiss. Ihr seht, okay, überhaupt keine Minikarte, einfach nada, nichts, niente. Braucht es nicht. Ist okay. Was man kann machen kann, das reizt mich. Oh, jetzt ist der Bauer gar nicht da. Mal da ist er. Dem habe ich gestern eine geschmiert und dann hat er gesagt, nein, machen wir nichts. Zuerst hat er eine Kampfstellung eingenommen und dann hat er gesagt, machen wir nichts. Himmel! Verdammt! Ja, beruhigt dich. Was aber eben lustigerweise funktioniert, aber ist eben auch nicht gut. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es nicht schon von Anfang an versauen. Man kann die Rösser boxen und dann säckeln sie davon. Da hat es nichts wahrscheinlich zum Mitnehmen. Ich habe es gestern nicht grossartig geschaut. Also von dem her. Ja, gut, okay. So. Ich begreife schon, das Spiel hier ist selbstverständlich jetzt nicht für jeden. Das ist mir klar. Aber ich hoffe doch, dass ich den einen oder anderen Zuschauer begeistern kann, mit mir zusammen das Spiel zu erleben. Oder ihr natürlich auch kauft es und spielt selber ihr Rollenspielfans da draussen. Da zu diesen Wachen rauf bin ich auch schon. Das ist eine ganz schlechte Idee. Die haben nicht Freude an mir. Also man kommt erstens nicht durch, logischerweise. Und zweitens, wenn man die boxt, ist Ende Gelände und dann ist fertig. Sie sind alle viel stärker als ich. Es ist sehr realistisch gemacht. Ah genau, Kampfsystem ist noch interessant. Da habe ich noch ein Video geschaut von GameStar, glaube ich. Und dort haben sie einen gefragt, neuen Codex-Eintrag. Was denn? Orte. Ja, okay, das haben wir gesehen. Allgemein, wie man das Zeug, das Sternchen nicht Zeug. Kennt ihr das, wenn ihr Sternchen in einem Ort habt? Und, ja, das nervt einfach irgendwie. Wenn ihr noch Sternchen nicht drin habt. Also, wenn ich jetzt das Spiel allein würde spielen, würde ich das jetzt alles vorlesen, aber es geht so lang. So, willkommen zurück. Ich habe das Ding schnell rausgeschnitten. Okay, kein grosser Hustenanfall. Ich habe es schnell rausgeschnitten, weil jetzt habe ich einfach die ganzen Sternchen entfernt, weil mir das stört irgendwie. Ich habe es nicht gerne, wenn da so viele Sternchen sind. Was war jetzt die Karte schon wieder? Karte hier, genau. Und wir müssen so... gehe ich mal davon aus. Genau.
Marker her da. Da ist eben Schleichen. Kölner, genau. Siehst du nicht, dass ich hier Geschäfte mit Meister Pfeffer tätige? Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Gehilfen. Arsch. Okay.